ziehen gerade das Kreuz auf. Das Kreuz, das ich vorhin für ihn getragen habe. Das Kreuz, an dem er jetzt hängt. Jesus. Das macht alles keinen Sinn. Dieser Mann ist unschuldig. Er ist unschuldig. Er ist unschuldig, bitte. Heute Morgen, ich war gerade unterwegs auf das Feld. Ich freute mich schon, dass nach dieser harten Woche endlich die Pessachfeier vor der Türe stand. Zusammen sein mit der ganzen Familie. Dann der Volksauflauf draußen vor der Stadt. Die Römer treiben einen Verurteilten den Weg zur Schädelstätte hoch. Blut verschmiert am ganzen Körper. Dieser Mann muss brutale Folter erlitten haben. Ergeben schleppt er das Kreuz, als gelte es, die Schuld der ganzen Welt zu tragen. Immer wieder bleibt er stehen. Er ist am Ende seiner Kräfte. Doch er kämpft sich immer ein Stückchen weiter. Mit zittrigen Knien. Er will diesen Weg zu Ende gehen, das merkt man. Der packt das nicht. Den kriegen wir nicht den Hügel hoch. Der ist fix und fertig. Schreien die Soldaten überall herum. Und dann finden mich die Augen des römischen Hauptmanns. Hey, du. Ja, genau du. Los, komm, pack an. Ich mich versehe, packt mich eine harte Faust im Nacken und stößt mich unter diesen Balken. Oh mein Gott, ist der Balken schwer, denke ich. Kein Wunder, ist er vorhin fast darunter zusammengebrochen. Aber auch jetzt lässt dieser Mann das Holz nicht los. Gemeinsam gehen wir diese letzte Strecke auf den Hügel. Jetzt hängt er genau da. Sie schlagen ein Schild über seinen Kopf an. Da steht Jesus von Nazareth, König der Juden. Ein König sollte sich nicht bücken müssen. Ein König sollte kein Kreuz tragen. Wer bist du? Wer bist du? Jesus von Nazareth. Er wurde verhaftet, zum Tode verurteilt und grausam hingerichtet. Niemand glaubte, dass er noch eine Zukunft haben würde. Man hat sein Leben auf dieser Erde ausgelöscht. Wegen der Sünden meines Volkes wurde er zu Tode gequält. Was für eine grausame Szene. Ein unschuldiger Mann wird den Berg hochgequält. Er trägt ein Riesenholzkreuz auf dem Rücken und er wird ausgepeitscht. Er hat eine Dornenkrone auf dem Kopf. Die an sich ist schon so schmerzhaft. Er wird bespuckt, er wird ausgelacht. Es ist das Schlimmste, was jemandem passieren kann. Er wird da hochgejagt. Unglaublich. Und körperlich mit seinen Kräften, er ist am Ende. Da kommt der Simon und er kommt ihm zur Hilfe.
Aber er merkt, das ist so schwer, dieses Kreuz. Trotzdem, er hilft ihm und sie laufen gemeinsam da hoch. Und es ist genau das passiert, dass das Kreuz wird in den Boden geschlagen und Jesus wird an dem Kreuz gekreuzigt, er wird festgenagelt. Das Schlimmste, was überhaupt passieren konnte, ein unschuldiger Mann hängt an diesem Kreuz. Doch wo ist der Sinn? Ein König, Jesus als ein König wird ans Kreuz genagelt. Das macht keinen Sinn. Wer ist denn dieser König und wer ist dieser Jesus? Diese Woche, unsere 4-jährige Tochter, sie kam zu mir in die Küche gerannt und meinte, Mama, ich möchte eine Osterzeichnung malen. Was kann ich denn da zeichnen? Und ich sagte ihr, mal doch Jesus und das Kreuz. Und sie ging zurück an ihren Tisch und begann zu malen. Kurze Zeit später kam sie wieder und meinte, Mama, was kann ich denn noch zeichnen? Und ich sagte, mal noch eine Sonne und Wolken und die Leute, die Jesus da hoch begleiteten. Und sie ging wieder und war völlig vertieft in ihre Zeichnung, während ich Mittagessen kochte. Dann kam sie angerannt mit strahlenden Augen und sagte, Mama, die Zeichnung, meine erste Osterzeichnung ist fertig. Und sie zeigte sie mir und ich schaute sie an und ich war so stolz, denn sie ist erst 4 und es ist ihre erste Osterzeichnung. Und ich schaute sie mir an und sagte, das ist wirklich eigentlich so eine grausame Zeichnung, eine schlimme Zeichnung, aber auch eine sehr schöne Zeichnung. Und während wir dann Mittagessen aßen und sie sagte, Mama, eigentlich diese Geschichte mit Jesus am Kreuz ist wirklich schlimm, aber auch gut. Und wir sagten, ja, das ist so. Sie ist wirklich die hoffnungsvollste Geschichte. Und der König am Kreuz ist unser Jesus, der sich beugte für unser Leben. Und in der Bibel lesen wir Folgendes. Obwohl er Gott war, bestand er nicht auf seinen göttlichen Rechten. Er verzichtete auf alles. Er nahm die niedrige Stellung eines Dieners an und wurde als Mensch geboren und als solcher erkannt. Er erniedrigte sich selbst und war gehorsam bis zum Tod, indem er wie ein Verbrecher am Kreuz starb. Deshalb hat Gott ihn in den Himmel gehoben und ihm einen Namen gegeben, der höher ist als alle anderen Namen. Von diesem Namen sollen sich die Knie aller beugen, die im Himmel und auf der Erde und unter der Erde sind. Und zur Ehre Gottes, des Vaters, werden alle bekennen, dass Jesus Christus Herr ist. Und jetzt stell dir vor, dieser Jesus, der in der Herrlichkeit des Himmels wohnte, erniedrigte sich und wurde Mensch. Und im Vergleich dazu, wer er ist, er machte sich zu einem Nichts. Er lebte ein Leben auf dieser Erde, seinen Geschöpfen gleich, und war gehorsam bis in den Tod. Und es fand seinen Höhepunkt am Kreuz. Er trug es, all diese Qualen, und hielt seinen Mund, verzichtete auf seine göttlichen Rechte. Er hätte seinen Vater bitten können, die Heere des Himmels zu schicken und ihn aus dieser schlimmen Situation zu befreien, dieses Kreuz nicht tragen zu müssen, diese Spucke im Gesicht nicht erdulden zu müssen. Aber er schwieg und war gehorsam und trug es. Er trug es bis in den Tod. Und wir haben gelesen, dass deshalb Gott ihm einen Namen gegeben hat, der über alle Namen steht. Jesus ist größer als alles, was wir uns vorstellen können. Jesus übersteigt unsere Vorstellungskraft, wer er überhaupt sein könnte. Er ist größer als jeder Präsident oder CEO. Er ist größer als jede Unsicherheit, größer als jede Krise, größer als jede vermeintliche Sicherheit wie unser Geld, unsere Versicherungen. Er ist größer als jedes von unseren Problemen. Er ist größer, als dass wir es beim Namen oder formulieren könnten. Jesus ist der Name über allen Namen. Und wir lesen, dass er es wert ist, dass unsere Knie sich beugen
vor diesem Jesus, vor diesem erniedigten König. Dieser König, der sich selbst zum Diener machte, zum Wohle der Menschheit. Und dass unsere Lippen bekennen können und bekennen sollen, dass Jesus Christus der Herr ist. Vor kurzem genoss ich das schöne Wetter und stieg auf mein Rennrad und fuhr los. Ich fuhr am See entlang und irgendwann machte ich eine Pause. Ich setzte mich hin und ich kam ins Gespräch mit einem fremden Mann. Und wir redeten über verschiedene Dinge. Wir redeten über das Fahrradfahren, wir redeten darüber, was gerade abgeht in unserer Welt. Wir redeten über das Leben, wer wir sind, woher wir kommen und was unsere Weltansicht ist. Und irgendwann kamen wir auf die Bibel zu sprechen. Und er sagte voll Begeisterung, diese Bibel, das ist schon ein Meisterwerk, dieses Neue Testament, das ist schon unglaublich, wer das geschrieben hat und was das beinhaltet. Und dann sagte er über Jesus, Jesus war ja sicher ein Genie. Er war ein Genie, so sicher sehr gescheit und clever, dass er das da so einfädeln konnte. Und ich sagte ihm, ich denke, Jesus ist mehr als einfach ein Genie. Jesus ist mehr als einfach ein guter Mensch, eine historische Person. Er ist viel mehr als das. Und ich sagte ihm, ich glaube, dass Jesus mein Gott und mein König ist. Dass er mein Leben auf den Kopf gestellt hat. Dass er mit seiner Tat am Kreuz, dass er all das, was er erduldet hat, mir Versöhnung mit dem Vater im Himmel geschenkt hat und mir ein neues Leben gegeben hat. Und heute ist Karfreitag. Und wir gehen in dieser Geschichte, wie Jesus sein Kreuz bis auf Golgatha getragen hat, gehorsam war bis in den Tod. Wir sind heute hier und ich möchte dich einladen, dort wo du bist, vor deinem Fernseher, vor deinem PC, vor deinem Handy, mit uns auf die Knie zu gehen und zu sagen, wir beugen unsere Knie, weil dieser König alles gegeben hat, nichts zurückbehalten hat für dich und für mich. Dass wir bekennen können, Jesus, du bist nicht irgendwer, du bist der Name über alle Namen, du bist unser König. Und so lass uns miteinander hinknien vor diesen Jesus hin. Und vielleicht bist du jetzt zu Hause und sagst, ich kenne diesen Jesus nicht wirklich oder ich möchte mich nicht hinknien, fühlt sich komisch an. Kein Problem. Bleib so, wie es dir bequem ist, so wie du dich wohlfühlst und nimm dir diesen Momenten die Zeit, darüber nachzudenken, wer denn Jesus für dein Leben ist. Und für alle anderen, die jetzt auf den Knien sind, lass uns das als Statement tun. Jesus, wir beugen unsere Knie nur vor dir. Und hier sind wir, Jesus. Und wir lieben dich. Wir sehen in dieser Geschichte, wie dein Herz ist, wer du bist. Ein König, ein Gott, der sich erniedrigte, zum Diener wurde. Das bist du. Und eigentlich bin ich sprachlos, weil ich nichts dazu sagen kann. Aber ich möchte dir sagen, Jesus, hier bin ich. Und ich liebe dich. Und ich danke dir, dass du aus deiner Liebe, die einfach da ist, so grenzenlos, unvoreingenommen, für deine Liebe danke ich dir und möchte dich bitten, dass du unsere Herzen berührst am heutigen Tag, dass du uns noch mehr zeigst, wer du wirklich bist. Und egal wie wir das Gefühl haben, wie gut wir dich schon kennen, du bist noch größer. Es gibt noch mehr zu entdecken, gibt mehr zu sehen. Und die Bedeutung von wer du bist, ist so viel größer. Zeig uns heute mehr von dir, Jesus. Wir öffnen unsere Herzen für dein Reden.
Unsere Herzen sind weit offen. Wir wollen dich hören, wir wollen dich sehen. Und Jesus, du bist unser König, du stehst über allem. Es gibt keinen König auf dieser Erde, der höher und mächtiger ist, als dass du es bist. Wir beten dich an und wir danken dir für das, was du an Karfreitag für uns alle auf dieser Welt getan hast. So etwas Unbeschreibliches und doch so Wunderschönes. Du hast dein Leben gegeben. Du hast dich gebeugt. Du hast das Schlimmste erlitten, die schlimmsten Qualen, die niemand durchleben möchte. Aber du bist da nicht vorbeigegangen, sondern du bist durchgegangen. Und wir danken dir so vielmal dafür. Du bist unser König und wir beten dich an. Nutze einen Moment der Stille, wo du dein eigenes Gebet zu diesem Gott im Himmel beten kannst. Und vielleicht ist es heute dein erstes Gebet zu diesem Jesus. Dann sag ihm, was du über ihn denkst. Dann sag ihm, was diese Geschichte in dir ausgelöst hat. Sag ihm auch, wenn du vielleicht noch nicht alles verstehst. Aber zeig ihm dein Herz. Nutze diesen Moment der Stille. Und wenn du diesen Jesus als deinen Herr bekennen möchtest, dann habe ich ein ganz einfaches Gebet für dich, dass du mir nachbeten kannst. Dort, wo du bist. Jesus Christus, hier bin ich auf meinen Knien. Als Zeichen dafür, dass ich dich als meinen Herr, meinen König und meinen Gott bekenne. Amen. Ja, und wir hier im ICF, wir lieben es, unseren Gott anzubeten mit Liedern. Wir lieben es, ihm Danke zu sagen für das, was er getan hat und was er auch heute noch tut. Und so lade ich dich ein, wo immer du bist. Steh auf und sing das Lied mit uns. Es heißt What a Beautiful Name. You
Was für ein König ist unser Jesus, der bereit ist, auf alle seine Privilegien zu verzichten. So sehr, dass er sein Leben am Kreuz für dich und mich gibt. Wir sind mitten in einem unglaublich kraftvollen Tag, wo wir diesen Passionsweg mitgehen mit Jesus, wo wir alles nochmal mit ihm erleben und die Kraft sich entfaltet von dem, was Jesus da gemacht hat. Und wir werden weiter jetzt um 12 Uhr mittags werden wir die nächste Session haben. Und zwar werden wir eine Jüngerin, die Salome, eine Jüngerin von Jesus werden wir hören. Ja, Jesus hatte auch einige Frauen um sich im näheren Kreis dabei. Und die Salome, die stand da beim Kreuz und die hat miterlebt, wie Jesus am Kreuz ein Gespräch führte mit dem Verbrecher zu seiner Rechten und zu seiner Linken. Und dieses Gespräch werden wir näher betrachten und was es für eine großartige Bedeutung eben auch für dein und für mein Leben hat. Es ist schön, dass wir das erleben dürfen und so nahe mit unserem Jesus mitgehen dürfen. Und darum werden wir diese Session nochmal schließen, indem wir nochmal zusammen singen, Death could not hold you. Death could not hold you. The veil tore before you. You silenced the boast of sin and grave. The heavens are roaring to praise of your glory. For you are raised to life again. And you have no rival. You have no equal. Now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom. Yours is the glory. Yours is the name above. You have no rival. You have no rival. You have no equal. Now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom. Yours is the glory. Yours is the name above all names. What a powerful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is. Nothing can stand against. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. The name of Jesus.